Gerd Klischstadt, der sieht 1932 an Deutschland geboren als Kind an einer jüdischer Familie. Wie ist der Kontext von ihrer Familie? Der Kontext von meiner Familie ist, dass sie teilweise von meiner Mom Seite, sowohl wie von meinem Pap Seite, schon lange in Deutschland ansässig waren. Nach Napoleon haben sie in Deutschland ja auch das Recht gekriegt, für eine normale Familiennummer zu haben. Und sowohl den einen wie den anderen. Ich selber habe einen dobbelen Namen. Der Grund dafür ist, da bin ich aber 60 Jahre voraus, ich nenne mich Grüntal Kleestadt für was, weil kein männlich waren kein männlich irritieren da an der Familie von meinem Mann. Und da haben wir, mein Bruder und ich, an meinem Mann haben dann dezidiert, wir holen hier Medisches noch auch dabei. Und das war ungefähr 1956, 57. Und da haben wir dann den Namen Grüntal Kleestadt als Familiennamen angeholt. Gehen wir zurück. Ich bin 1932 an eine liberal-jüdische Familie geboren. Die finanziellen Situation von meinen Großeltern und von meinen Eltern, surtout von meinen Großeltern von der Seite von meiner Mom, die waren großindustriell. Mijn verstorbene Großpap hat eine großindustriellen Entreprise, wo 3000 Leute geschafft haben, hat unter anderem an der Zeit Südwestafrika, halt Namibia, hat hin, Schmalspur, chemin de fer, Eisenbahn von Tsumeb, da wo Zinnminen sind, bis op Swakopmund, wo den Hafen war, hat hin das alles unter sich geholt. Und nun meine ich eine kleine Parenthese ab. Hin als 1935 vom Adolf Hitler selber an einem Diner bei der Krups zu Köln, als designiert ging für die ganze Eisenbahn Schmuckspur an dem Moment südafrikanische Mandatsregierung zu übergeben. Und das hat er noch gemacht. Und ist dann noch aber nie mehr in Deutschland zurückgekehrt auf eine freiwillige Basis, maar just noch als Gefangene von der Gestapo. Maar auf jeden Fall, Hen war ein Mann, der immens vermögend war. Sie handelt sich um Gerd, hatten sie im Stall mit Pferd. Dat is van mijn Großpap zijn van mijn Pap. Du als sein Papa ist schon 27 gestorben. Mein Papa ist übrigens 1899 zu Duisburg geboren. Am Ersten Weltkrieg hat er das Eiserne Kreuz gekriegt. War ja Deutsch, war jung, war 18 Jahre alt oder 19. Und hat an zwei Fronten gekämpft, sowohl am Nahen Osten wie an Frankreich. Und hat danach dann das Eiserne Kreuz, das war dann Distinktion, die deutsche Regierung. Und hier Soldaten gehen heute Offizier, er war Leutnant. Und hat dann nach dem Krieg hat er dann studiert, hat Drogen gemacht. Und war schließlich ein Richter, hauptsächlich Jugendrichter, am Tribunal von Düsseldorf. Das ist eine Parenthese von der Geschichte von der Familie. Meine Eltern sind 1931 bestört gehen, genau am Datum 19. November. Und ich bin ganz dezent am Dezember Jahr drauf, am 23. Dezember sind ich geboren. Sie hatten ein großes Haus mit einem großen Garten. Wie das ein Haus auf einem Eck war und das andere Haus auch, hatten sie dann Zugang über den Garten. Mijn man für Pferd
Und mein Großmam auch, die bis so ungefähr 60, 70 Jahre alt war, noch immer geredet hast. 1935, wie dann Hitler angefangen hat, Juden zu persekutieren an Deutschland, mein Großpapa an dem Moment an Südafrika war, und wie ihn dann rum wollte kommen, du hat entretemps den Gestapo schon die Fabrik annexiert. Das Resultat war, dass er nicht nur Deutschland konnte zurückkehren, und ist dann in Holland geblieben, und war aber außer von seiner eigenen Entreprise, waren auch Direktor von Skoda, die heute noch Auto machen, und von der französischen Entreprise, die heißt Schneider Creusot, die auch heute noch existiert. Und hat natürlich viel gesehen, dass finanziell ihn überall sich konnte etablieren. Ihn ist dann nach Holland gekommen, und wie das hin aber Direktor von Skoda war, wo hin, nachdem wir auch aus Deutschland geflüchtet sind, 1936, mein Papa, meine Mama und mein jüngerer Bruder, den ist 3 Jahre jung, sind wir dann nach Holland geflüchtet. Da haben wir dann nicht weit von den Großeltern gewohnt. Und mein Papa und mein Großpapa sind alle zwei Repräsentanten von Skoda an Holland. Nicht so sehr für die Autos, aber für all die andere Maschinerie, die Skoda auch gemacht wird. Und das ist alles gut gegangen. 1940, wie der Krieg angefangen hat, war die Invasion an Holland am 10. Mai 1940. Und am 13. Mai, für die Kapitulation von Holland, hat die Gestapo schon den Großpap und meinen Pap arretiert. Und haben sie im Gefängnis nach Berlin, in Moabit, verwahrt. Weil an der Zeit, wie mein Großpap in Südafrika war, hat mein Pap, der entretemps natürlich keine Richter mehr konnte ziehen, an der Fabrik geschafft und hat alle Patenten und Blaudrucken aus der Fabrik rausgeholt und hat sie an einem Safe bei Schneider Creusot hat sie deponiert. Und warum eine kleine Parenthese ab, nach dem Krieg waren sie immer noch da. Und das ist auch dann ein Punkt, für was mein Großpapa auch nach dem Krieg zijn fortune konnte behalen. Auf jeden Fall mein Großpapa, den hat aber 1937, wie er in Holland war, die Liechtensteiner Nationalität gekauft für sich und für seine Frau. Mein Papa wollte das nicht. Und den hat für meinen Mann und für meinen Bruder und mich Paraguay-Nationalität gekauft. Und Pässe gekriegt, etc. etc. Und es war eine Konferenz heute zu Esch, ich weiß nicht, wann es war, über just die Paraguay-Pass, die die Juden gekriegt haben. Maar het waren er zoveel dat op bestimmte momenten het Nazien dat niet meer anerkannt haben. Sie wussten nicht, ob das gefälscht war oder nicht gefälscht. Und die gefälscht probieren sind hauptsächlich gemacht gehen an Polen und an Frankreich. Aber auf jeden Fall, sie waren dann in Prison und da hat mein Papa was freigelost ging, weil ein Frontkämpfer war, das für die Nazien und für Deutschland ist das schon immer ein großer Natur. Und da haben sie ihn freigelost. Und mein Großpapa, den hat die Protektion gefordert von der Schweizer Regierung als Liechtensteiner Staatsbürger, fällt hin unter die Schweiz. Und da haben die Nazien dann noch gehen und haben ihn rausgelost. Und mein Großmann ist dann auch nach Liechtenstein gegangen. Und sie haben da frisch und fröhlich gelebt während dem ganzen Krieg. Und noch den Krieg überlebt. Und nach dem Krieg natürlich meine Mama und mein Bruder und mich haben sie unterstützt, finanziell. Das war alles kein Problem. Und dann gehen wir zurück an Holland. Da habe ich ein bisschen die Geschichte von meinen Eltern und meinen Großeltern erzählt. Da sind wir dann vor dem Krieg sind ich an die Primärschule gekommen, mein Bruder auch.
obwohl 3 Jahre mehr jung war. Aber das war 1940, war das alles rüber. Und 1940 haben die Nazis dann verboten, dass jüdische Kinder an die Schule sollten gehen, dass jüdische Kinder nicht mehr bestimmte Dinge konnten halen, wie zum Beispiel ein Velo, konnten nicht an die Piscine gehen, konnten nicht an eine Bibliothek gehen, konnten nicht an einen Sportverein sehen. Und das hat sich alles auf faire Mesure von den ersten Kriegsjahren hat sich das etabliert. Das die Periode gewesen, wo meine Eltern zusammen mit anderen jüdischen Eltern unsere clandestinen Klassen organisiert an den Kellern, einmal da, einmal da. Also sind noch Fotos davon an einer Videopräsentation präsentieren ich auch Fotos von der Klasse. Das sind an der Klasse, wo ich war, und just Zweiten Krieg überlebt. Und all die anderen Kinder, die da sitzen, alle gehen mit dem Judenstern, die sind alle umgekommen an der Gaskammern von Polen. An mir zwei, den einen, ein guter Freund von mir, den ist letztes Jahr gestorben. Und davon ist von der Klasse nicht noch den einzigen, der noch am Leben ist. Bei meinem Bruder war es ungefähr die nämliche Geschichte. Ihn war in der ersten Klasse, ich war ein bisschen weiter. Mein Bruder ist 35 geboren, das heißt anfangs 40, war den 6 Jahre alt. Das war just ein Alter für eine Primärschule zu gehen. 1943, erst haben wir an Scheveningen gewohnt, das an der Küste von Holland. Wir haben dann Preisen dezidiert, dass alle Juden müssten bannen am Land wohnen. Und da sind wir noch in ein Dorf gekommen, das heißt Baarn, ist geschrieben B-A-A-R-N, sind wir dann am Februar 1943, weil der Zeit kommt zu verschwinden. Entretemps hat den Großmann von Zeit von meinem Pap, die war auch in Holland, und die sich gut verstoppt an einem Dorf, das ist Nerden. Und da hat sie dann von verschiedenen Leuten Adresse gekriegt, wo wir uns konnten verstoppen. Mir, mein Pap, meine Mama und mein Bruder und ich. Das hat nicht lange gedauert, weil es hatten ja keine Erfahrung mit den Sachen. Und mein Bruder und ich, die haben am Garten gespielt. Bis dann ein von den Nachbarn dann gesagt hat, hey, das ist aber komisch. Da, an dem Haus da spielen noch Kinder. Es waren nie Kinder da. Auf einmal sind Kinder da. Maar ja, das war der Anfang, wo wir dann von den Nazis arretiert sind. Die haben als erstes noch ein Opvangcenter, das heißt ein holländisches Theater, ein Nederlandse Schouwburg, nach Amsterdam gebracht. Da hat sich herausgestellt, dass den Nazi-Offizier, den SS-Offizier, am Fond de Scribe war von meinem Pap, wie hin op het Gericht war. Und den hat er nun erkannt. Und meine Mama hat immer gesagt, wenn er nicht da gewesen wäre, dann wären wir direkt auf Auschwitz geschickt worden. Dadurch sind wir dann an das Lager in Holland gekommen, Westerbork. Dann haben sie gesagt, wenn Pap soll sich melden, der entretemps bei der Resistance in Holland sich gemeldet hat. Und sie haben gesagt, der Bertolt Kleestadt, mein Pap, soll sich melden, sonst können sie Familie effektiv nach Ostdeutschland oder Polen geschickt. Und das hat er noch gemacht. Und da waren wir dann zu Westerbork. Das liegt ungefähr am Norden von Holland. Und da waren wir Familie zu viert. Mein Papa hat ein bisschen offiziert als Übersetzer. Wir kommen aus einer Familie, wo immer Sprachen ganz wichtig waren, für zu kommunizieren. Und meine Eltern, alle zwei, haben Französisch gesprochen, und Englisch gesprochen, und Holländisch gesprochen, und Deutsch gesprochen. Mein Bruder und ich sind auch so groß gewesen. Weil meine Großeltern an Liechtenstein, die konnten just Deutsch. Also sind wir am Anfang groß gewesen mit 3, 4 Sprachen. Was dann nur natürlich an Haut auch noch immer ein Avantage ist. Am 1. Februar
am 1. März 1943, wie wir dann in Amsterdam waren, und mein Pap sich gemeldet hat, sind wir dann auf Westerbork gekommen. Auf Westerbork haben wir als en Familie gehaust, an Baracken mit 30, 40, 100 Familien, mit wenig Platz, an all Dienstes. Aus dem Zug aus Westerbork nach Osten gefahren. Osten, da stand just drauf, die meisten waren 4 Waggons, da stand dann immer just drauf, Sobibor, Auschwitz, Treblinka, etc. etc. Maar geen Sau wusste, wat dat was. Bergen-Belsen, Theresienstadt. Al die Namen waren nicht bekannt. Dat zijn Namen die het Nazien die plaatsen gehört. Am Großen und Ganzen in 93 aus Westerbork nach Osten gefahren. Een van de allereerste Zig, da war mein Großmann, Mann von meinem Pap, die war dabei, die als, das war schon am Ende von 43, als die an einen Zug kommt, den auf Sobibor gefahren ist, und von allen die Juden, die da dran waren, wird kein überlebt. Und sie waren die 70 Jahre alt. Wir waren dann, gehen wir zurück auf Westerbork. Und da haben wir dann den 31. Januar 1944, nachdem wir 11 Monate oder 10 Monate zu Westerbork waren, wo ich nicht geschafft habe, wo die Eltern das Kinder ein bisschen enseigniert haben. Und da sind wir dann, wo wir einen Zettel gekriegt, dass wir auf den nächsten Zug, den aus dem 1. Februar, ein von den 93 Zig, die aus Westerbork fortgefahren sind, dass wir an den Zug gesehen erst den 1. Februar 1944 nach Bergen-Belsen so kommen. Und da waren wir dann dran, alles 4 Waggons, mit ein bisschen Wasser dran. Da waren dann 2 Barrieren, wo der Oorlog normaal dann transportiert wird. Den een, war voll mit Wasser. Den anderen, der war eitel. Das war für sein Besoin zu machen, wie sie auf Latein so ein Acora Publicum. Für het aan von all den anderen, die mit 60, 70 Leute, edle Leute, junge Leute und Kinder an dem Waggon waren. Und wenn sie Besoin moest machen, dann hat ihn doch auch sein Selbstrespekt verloren, weil da war kein Probier, da war kein Rede, da war nichts. Und dann kriegst du Situationen, weil den Zug hast natürlich gefahren, und von Zeit zu Zeit an verschiedene Waggons waren die waren so voll, dass er umgefallen ist. Und da waren het Leute dann literalement an der Scheiß. Wir finalement ist den Zug dann auch kommen zu Bergen-Belsen, am nicht am Lager selber, wir an den Dorf, das heißt Bergen, da als Haut, als der Gang noch da, nicht das Gebäude, mit all die anderen Installationen. Und dort den Zug dann stehen geblieben. Unsere Tieren abgemacht. Da waren dann SS-Leute mit ihren Moppen. Und die haben gejault. Und da sind alle rausgekommen. Erst haben sie die Leichen von die entretemps an dem Zug noch 4 Tage gestorben waren, 3 Tage, pardon, gestorben waren, erst noch die Leichen rausgeholt. Die haben sie auf den Boden geheilt. Und was dann noch am Leben war, das haben die Nazis gezählt. Und dann ist am Fußmarsch 6 Kilometer von der Gar von Bergen bis an das Lager Bergen-Belsen und Konzentrationslager sind sie zu Fuß gegangen. Und wenn einer den Leuten war, den zu mit war, den nicht weiterkommen. Da war immer ein SS-Mann da mit seiner Pistole und seinem Gewehr und hat dann Hand und Genick geschossen. Und da war den
die Person war dann tot, brauchen sich nicht mehr drum zu kümmern. Schließlich sind wir am Lager gekommen, nur den Marsch von 6 Kilometer. Und ich mache immer eine kleine Parenthese auf. Ich sind wir alle Jahre zu Bergen-Belsen. Für was? Weil Bergen-Belsen als Deel von meinem Leben. Da sind wir rangekommen, da sind ich rausgekommen, da habe ich meinen Papa verloren, da habe ich Hunger gelitten. Und das ist eine Partie de ma vie, ein Deel von meinem Leben. Und wie wir dann zu Bergen-Belsen gekommen sind, da haben sie dann die Leute abgedeelt. Frauen mit Kleinkindern auf einer Seite, Männer mit Großkindern, hauptsächlich boven dann, die dann ein bisschen mehr groß waren, auf die andere Seite. Und wie das ich ziemlich groß war für mein Alter, sind ich dann mit meinem Papa zusammen auf Männerbaracken geschickt ging. Und mein Mann hat meinen kleinen Bruder mit Frauen. Und da haben wir uns von Zeit zu Zeit gesehen, durch die Barbli. Wir waren zwar getrennt, aber es war kein Kontakt mehr, da konnte man denen schwätzen. Und da hast mein Papa den auf die Felder geschafft. Für einen Mann, den sein ganzes Leben noch nie knastisch Hand hat. Auf einmal muss ihn auf das Feld schaffen. Und das war für ihn natürlich auch ein Drama. Ich selber habe an Baracken müssen wurzeln, müssen Leichen rausdrohen. Und müssen Bausen und Wannen gewurzt gehen. Und das haben dann all die Jungs, die an meinem Alter ungefähr waren, ich war da noch nicht so alt, ich war 12 Jahre alt, durch meinen Geist, hat das nicht aufgefallen. Kein wusste, wie alt ich war, das war nicht wichtig. Und dann haben wir Oves, haben wir dann auf Baracken geschlafen. Wir haben all da etwas zu fressen gekriegt. Wir wollten so nicht fressen, weil was da dran war, das weiß keiner. Nach dem Krieg, als dann gesagt ging, da war zwar dieser Fleisch dran, aber das waren Moppen und Katzen und Ratten und ich weiß nicht was. Nee, alles als besser wie nichts. Und das erste, oder ich habe das gesagt, das Fressen, das war immer ein Genre Suppe. Das war nicht substanziell. Außer morgens hast du dann ein Stück Brot gekriegt, mit ein kleines Stück Butter und das war es dann. Und das alles hat sich über Monate lang hat sich das etabliert. Könnte Winter 44, 45, was ein von den schlimmsten Winter waren in Europa, nicht mal Krieg zu den Temperaturen waren die allerniedrigsten, die Europa kannt wird. Wir haben immer Body to Body geschlafen. Ich habe immer mit meinem Papa auf diesem Niveau, wo wir immer Body to Body geschlafen mit 2 Kuverturen, mit als Kleider und das ist alles so weitergegangen bis der 4. Februar 1945. Da habe ich wie allmorgens, wenn die Luft umgegangen sind um 5 Uhr, für das Leute müssten aufstehen, für schaffen zu gehen. Da habe ich dann wie allmorgens meine Hand ausgestreckt, für zu gucken, wo mein Papa war. Und da habe ich gemerkt, er war kahl und ist an der nicht gestorben. Das ist bis heute, als das ein von meinen größten Trauma, die ich gehabt habe und die ich heute noch habe. Und da schäme ich mich auch nicht für. Aber das war ein Punkt in meinem Leben, wo sich alles geändert wird. Auf einmal war ich allein. Was mit der Depot von meinem Papa geschieht, das weiß ich nicht. Hinaus wie all die anderen Leichenanlagen selber, außerhalb von der Baracken, in der Beam, haben sie all die Leichen da hingelegt. Hunderten, Tausenden, und die sind da all verwirrt. Was mit dem Depot geschieht, das? Keine Ahnung. Aber nach dem Krieg, und die Alliierten nach der Befreiung vom Lager, haben sie groß Tomben gemacht, Kavoen, mit 5.000, 6.000, 10.000 Leichen dran.
An derselben Zeit, wie mein Papa gestorben ist, ein paar Wochen drauf, ist auch Anna Frank und ihre Schwester sind auch da gestorben an Typhus. Entschuldigung. Und ich erzähle dann immer an die vielen Konferenzen, die ich gehen habe, da können wir gleich noch drauf zurückkommen, sondern immer an meinem Kap als an een von den großen Tournooren. Lijkt mijn pap, was links het Anne Frank, aan rechts het, zijn Schwester. An der hun die drei und dann hier ein P eternel, in ewiger Friede, und sie da fand. Haut, wo wir dann noch im Krieg, Rümmenke in Parenthese, wo wir noch im Krieg 1952, wo wir Gedenkstein für meinen Papa abgerichtet, das war den allerersten. Und da haben wir Demande müssen machen an die Regierung etc. etc. Haut stehen da ein paar hundert. Und neben dem von meinem Papa als ein Gedenkstein, alles symbolisch für die Geschwister Frank Margot und Anne Frank. Und die stehen neben den einen. So als ob sie da an dem großen Cover ihren Friede fanden. Gehen wir zurück. Den 7. April 1945, nachdem ich dann 2 Mijnpaal op mezelf ook gewezen war, hoe ich immer für mich selber gesorgt. Ich hatte 2 Portionen, een von meinem Pap, die viel zu groß waren, und von mir selber. Ich hatte 2 Fressnapf, die jetzt für ihn doorheen moet van een moep oder een kaats wird. Da haben wir als eerste dran gekriegt, oder ich dann lieber das fressen. Da hatte ich da 2. Ich hatte 2 Kuverturen. Und da habe ich dann an der Neust mit 2 Kuverturen, mit schon festgebunden an meinen Arm, sodass sie nicht geklaut ging. Weil an dem Lager Jean-Jacques Rousseau gesagt wird, Le Retour à la Nature. Und das war auch so. Wenn je gefragt wird, gehst du mir etwas von Dingen ersten Mal? Nee, das ist für mich. Guck, dass du selber etwas kriegst. Und ich bin immer das erste sicher gegangen. Immer mit der linken Hand mit dem einen Fressnapf und immer mit der rechten Hand mit dem anderen. Dann habe ich mich irgendwo an einem Eck und ich mich verstoppt. Und dann habe ich das alles gegessen oder gefressen, wie ich will. Und das hat gedauert bis der 7. April. Das heißt, mein Papa ist gestorben im Februar. Und der ganze März, die 40 Tage oder 50 Tage noch singen, tot. Und ich dann immer nur mir selber geguckt. Schon hast du meinen Mann gesehen, ich habe mit hier über den Barblick geschwärzt, mit keinen Kontakt gehabt. Und dann der 7. April 1945 hat das Nazien angefangen, so wie zum Beispiel schon zu Auschwitz, was ja der 27. Januar 1945 befreit ging ist. Von den Russen. Und am April waren die Amerikaner, Amerikaner und Engländer waren ziemlich nah zu Bergen-Belsen. Und da haben dann die Nazien dezidiert, wir müssen so viel wie möglich von den Juden müssen wir losgehen. Das sind alles Zeichen gegen das. Und da haben sie angefangen am 7. April den ersten Zug mit ungefähr 2000 Juden zusammenzustellen. Da habe ich an dem Zug meine Mama und mein Bruder empfangen. Der Zug war am Anfang destiniert mit den 2000 Juden Rümmenkehr, mit den 2 Barrilen, Rümmenkehr an den Viehwaggon, war destiniert über die Elbe dynamitiert zu gehen. Da wären sie alle versorgt. Das ist aber nicht geschehen. Und wir sind dann 6 Tage durch hauptsächlich Nord- und Zentraldeutschland mit dem Zug gefahren, in der Hoffnung, dass sie finalement über die Brücke, über die Elbe konnten fahren, für die Sache abzulösen. De Malchance war der 13. April noch 6 Tage an dem Zug.
sind wir befreit ging von Amerikanern, die ganz zufällig auf Patrouille waren und die von einem an dem anderen Tag sich konfrontiert gesehen haben mit 2000 Juden, die ausgehungert waren, die nichts zu nehmen hatten, die auf die Felder gegangen sind, weil entretemps aus dem Zug stehen geblieben, weil kein Treibstoff mehr da war, kein Kohlen mehr da waren, und der Zug nicht weiter fuhren. Und da waren die Leute, die sind auf die Felder gegangen, die haben Grumper im Gesicht, die haben Beterraven im Gesicht, etc., etc. Und die haben ihn dann so gefriert, pardon. Was hat er nicht anders? Bis dann den 13. April 1945, noch 6 Tage, die Amerikaner kommen sind, das war bei einem Dorf, das heißt Fallersleben. Und in Fallersleben haben dann die Amerikaner gesagt, geht einfach in den Hausraum und holt euch, was ihr wollt. Entweder Kleider oder die ersten Sachen, und das auch so geschieht. Von den Haut noch die ihre Leute zu Fallersleben, die noch am Leben sind, sind auch nicht mehr viel. Sie vielleicht, das waren für ein paar Jahre zurück, waren das noch ein Dozen. Die erinnern sich noch, dass sie noch einmal sind dann Juden bei Eisrack marschiert. Die sind an die Küche gegangen, die haben alles geholt, was zuerst war. Ob das ein Katz oder ein Full war, sie haben alles geholt. Und wie dann viel von den Leuten, weil sie eben lang nicht gegessen haben, sind gestorben, weil ihr Körper nicht imstand war, für das alles zu verdauen. Und danach haben die Amerikaner haben sie uns alle gehört nach einem Erholungslager geschickt an Deutschland, Hillersleben. Wenn ich weiß, dass Volkswagen-Fabrik zum Beispiel zu Wolfsburg aus Hillersleben Leitung Jevent. Und Hillersleben war am Anfang ein Erholungslager für die SS, für die wahnsinnig gute Arbeit, die sie geleistet haben, an der Kassetten, an der Gaskammern etc. etc. Da konnten sie sich an erholen. Da waren Bordellen, da haben sie gut Verpflegung gekriegt etc. etc. Die haben sie alle rausgehalten und haben dann die Juden, die sie befreit pardon, die Juden, die sie befreit haben, sind dann alle da innebrücht gehen. Da sind nicht durch den Heckenschützen, sind nicht am Bein geschossen gehen, weil der Krieg war noch nicht drüber. Wir schwätzen nur vom 20. April 1945 und der Krieg war just drüber den 8. Mai 1945. Mit der Kapitulation von Deutsch vis-à-vis von den Alliierten. Meine Mama und mein Bruder, die hatten Typhus. Und die sind dann nach Holland geschickt, weil die Alliierten haben dezidiert, sie schicken all die Leute rum, dahin, wo sie am Anfang von Nazien arretiert sind und wo sie an Lager kommen sind. Dadurch, als meine Mama und mein Bruder sind nach Maastricht geschickt, an ein Monastär, Kaderenkeer, was auch noch da ist. Und da habe ich dann 2 Monate drauf. Nur der Kapitulation haben sie mich rausgelost aus dem Spital. Und dann habe ich dann mit Mama und meinem Bruder empfangen. Da sind wir dann schließlich mit dem Jeep, mit dem amerikanischen und englischen Soldat, ich weiß doch nicht mehr, sind wir dort im Dorf waren, wo wir gelebt haben, sind wir zurückgeschickt. Und wie am GPS sieht dann den Chauffeur, der sagt, you have arrived at your destination. Das ist genau wie der GPS das auf Englisch auch sieht. Und ja, da waren wir dann durch die Straße, kein Kleider, kein nichts. Und am Haus selber waren Flüchtlinge, also Flüchtlinge, die geflüchtet waren, während dem Krieg noch am 1945, für dass Deutschland sich kapituliert hat. Da sind und Nachbarn abgeholt, da haben wir 6 Monate bei denen gewohnt. Die haben als Kleider verschafft, die haben alles verschafft, was er will. Und bis dann die Flüchtlinge auch irgendwo zurückgegangen sind, da wo sie herkommen sind, aus Holland. Ja, und dann habe ich noch im Krieg dann die Primärschule fertig gemacht. Ich habe Lycée gemacht, ich habe meinen Back gemacht, ich habe Landwirtschaft studiert.
an Holland. Danach bin ich für die israelische Regierung geschafft, an der Landwirtschaft. Da bin ich dann rumgekommen. Dann habe ich einen Job fand in Amerika. Da habe ich dann geschafft für eine amerikanische Firma. Nach meinem Studium, wo ich spezialisiert war, sind ich übrigens halt noch auf Bananen und auf Viehzucht. Und das war, sind ich an Honduras geschickt von den Amerikanern, wo ich geschafft habe. Schon erst geschafft zu New Orleans. Und dann noch Honduras, dann noch Belize, Costa Rica, Nicaragua und Guatemala. Dat is den ganzen Noyau von Zentralamerika, y compris Kuba, habe ich alle kennengelernt. Bis sie alle Ausländer rausgehauen haben, nach der Revolution in Honduras. Und von da bin ich an Südafrika gekommen. Südafrika habe ich keine Arbeit von der Menge Beruf. Dann bin ich bei einer Firma gekommen, die mir Bürosmaschinen und Computern gemacht hat. Da bin ich Direktor geworden für Afrika in ein paar Jahren. Ich habe meine Frau kennengelernt. Das ist ja 50 Jahre, dass wir bestört sind. Wir sind dann 72, weil meine Frau immer, und das ist heute noch, ein Supporter war von Mandela. Ja, und dann sind wir 72, weil meine Frau überall, wo pro Mandela Demonstrationen waren, matt gemacht wird. We hadden Ollies wel al over het vierde jaar. En dan noemen we 1972, hoe we dan decideerd met in vocht. Toen is 2 colleges gehad, hoe we zu dritt, hoe we zu Lützeburg, hoe we een Immobiliengeschäft angefangen. En dat toen is opging, dat zijn lo 8 jaar, schon bis zum 80. dort geschafft. En daar hebben we dan decidiert, wir liquidieren das einfach. Wenn der vielleicht Frauen hört oder Studenten, die irgendwo die Hand am KGB setzen, vielleicht Frauen hören, avec plaisir. Den Frank Schröder muss ich merci sagen, ich sage das mal hei, weil hin als ein von, ich sage es nicht ein Admirateur. Wenn als ein, der mich immer unterstützt wird, denn überall, wo die Gelegenheit war, zu erinnern an was geschieht als am Zweiten Weltkrieg. Und das ist wichtig. Das Resultat davon ist, dass ich heute, nachdem ich von 1990 bis 2000 10 Jahre lang beim Psychiater gefahren bin in Holland, habe ich 10 Jahre lang gemacht. Das war auch 1000 Kilometer alleine Tour, allmond, bis ich schlussendlich, wo wir hingesucht wird, und dann hat 2 Bücher darüber geschrieben. Und wir haben gesagt, es ist Zeit, dass du darüber schwätzen. Du musst das lassen. Du musst die Traumologie, musst du lassen. Du kannst nicht um das lernen. Und da habe ich angefangen am Atelier, am Lycée Technique von Bueneweg. Da war an der Zeit, war der Steve Kaiser, den ja auch den Museum an der Commemoration zu Hollerich aufgebaut wird. Und der Steve hat mich unterstützt, für das zu machen. Heute sind wir 2020, das sind ungefähr 12 Jahre zurück, da ich angefangen habe. Schon an total über 18.000 Schüler an Frankreich, an der Belgien, an Holland, an Deutschland und sogar in Portugal. Wo ich meine Geschichte erzählt. Aber fragt man nicht das, weil die Welt nicht gelehrt wird. Es sind immer noch, schon letzte Woche, habe ich einen kleinen Zettel gemacht, den könnt ihr viel lesen, wann ihr wollt. Ich lese ihn selber viel, wenn ihr meint. Es wird nicht dazu gelehrt. Heute sind noch immer Genoziden da. Heute gehen immer noch Leute verfolgt, weil sie im Fall momentan Muslimen sind. Ich denke zum Beispiel an Birmanie, wo die Rohingyas verfolgt gehen, weil sie Muslimen sind. So wie die Juden verfolgt sind, weil sie Juden waren. Für die Homosexuellen verfolgt sind, weil sie eben homosexuell waren. Aber
Heute sind wir in der Situation, dass wir nicht Jugend von heute, das sind Dirigenten von morgen, sich nicht realisieren, was geschieht ist, sich nicht können vorstellen, was geschieht ist, dann geht das alles noch ein Kehr. Ich habe einen Artikel gestern über Internet gekriegt, dass in Amerika unsere Recherchen gemacht. Und da sind 40% von Schülern am sogenannten sekundären College und keine Ahnung, was das Wort Holocaust meint. Und das könnte aber rückfallen, auch an den Bibliotheken, an der Uni. Die haben keine Ahnung. Die wissen mal gar nicht, was das ist. Und das so ist, wenn wir das nicht an die Jugend bringen, dann kommen die Katastrophen, die können alle. Und für das meine ich das. Und jeder Verein, den ich hatte als Audienz, kriegt von mir eine Murmel. Und ich habe bislang über 18.000 Murmeln verschenkt. Auf Lützeburg sollen sie schicken. Und für was schicken? Sie sind multicolor, sie sind rund, sie symbolisieren die Welt, an der wir leben. Und die Farben, das sind aus Religionen, das sind aus Männern und Frauen, das sind aus Homosexuellen, das sind aus Normalleuten, etc., etc., etc. Ich bin heute an Lyceum, wo dann Schüler sind, die vielleicht am Troisième hat, und die heute ihre Back machen, wann alles funktioniert. Und die sagen, moin, Herr Kleestadt, guck, was ich an der Tasche habe. Und die weisen mir die Murmel. Und da so ich, von ein Einzchen, an all die Szenen, wo ich war, an all die Länder, wo ich gemacht habe, die Murmel noch immer bei sich hat. Und mit der Murmel dann auch agiert, wenn sie gesehen, dass sie nach sie leer geht, etc., etc. Ich habe das Woche, toen ich meinen Vortrag gehalten an Frankreich, wo ich übrigens gestern ein Message gekriegt habe vom Ministère de l'Éducation nationale an Frankreich, dass ich viel gesehen bin für die Palme Akademik von der französischen Regierung zu kriegen. Und das mit all den anderen Medaillen, die ich gekriegt habe, offiziell de la Couronne oder la Couronne de Chêne, Bundesverdienstkreuz vom Bundespräsident Gaulle. Aber für mich ist das ein Beweis, dass was ich gemacht habe und was ich heute noch mache, obwohl ich nicht der Jüngste bin. Wenn ich 32 geboren bin, dann gehe ich 88 am Ende vom Jahr. Aber ich hoffe, dass ich noch viele Jahre das kann machen. Wenn ihn als Kant an einer Situation ist, wo ihn aus dem Himmelstand fortgeht, an ein anderes Land racken, was sicher schon nicht einfach ist, wo ich einen Spruch muss lernen, wo dann aber während den nächsten Jahren dann einfach noch eine gewisse Freiheit da ist, wo du dann Schule gehst, wo du kennenlernst, wo Freiheiten da sind, was die Nationalsozialisten den 10. Mai 40 angefallen sind, der Fall wäre. Und da können eine Situation, wo sich alles auf verschiedene Schritte verschlimmert, wo die Freiheit der Männer gehen, wenn sich irgendwann muss verschoppen. Wie erlebt Kant das? Du warst nicht ganz aber hast du da konkret Erinnerungen dran? Und wie hast du die Verschlimmerung von der Situation eigentlich als Kant erlebt? Es sind ja 3 Perioden. Die erste Periode als Flücht an Holland, Anfang mit der Schule, dann kommt der jüdische Kinder nicht mehr an die Schule gehen. Da hast du vielleicht ein paar Freunde gemacht. Aber nicht intensives. Ja. Freunde, die du gemacht hast, waren vielleicht die an der Gegend gewohnt haben, was dann selber in die Schule gegangen, weil Baren aus dem Dorf. Dann kommt die Periode während dem Krieg. Und während dem Krieg, wo man nicht mehr an die Schule konnte gehen, hatten wir auch die jüdischen Kinder, die dann clandestin unterrichtet waren, hatten wir keinen Kontakt empfangen.
weil es war ja Sperrstunde, wie die Preisen das genannt haben. Nur 7 Uhr over dürften die Juden nicht mehr auf die Straße kommen. Aufgesehen davon, dass sie sowieso man nicht mit dem Zug konnte fahren, nicht mit der Straßenbahn, konnte kein Auto holen, konnte kein Velo holen, alles mit der Peders. Und ich habe versucht, das ein oder zwei von meinen Enkeln zu erklären. Und da habe ich viel am meinem Job gesagt, also, die kommt 3-mal die Woche, kommt die mit der Pedesbus von der Schule dahin. Und da haben sie das ein bisschen kapiert. Aber bon, nach dem Krieg ist es ganz anders gewesen, weil wir sind nach dem Krieg sind wir erst an der Primärschule gekommen. Das war 45. Da haben wir dann, und ja, ich schwätze von mir, aber auch für meinen Bruder, haben wir dann junge Leute kennengelernt an unserem Alter, die am selben Dorf gewohnt haben. Und das sind Freundschaften gegeben. Von den Freundschaften existieren heute vielleicht noch 2. Das eine ist eine Freundschaft von meinem Bruder, den Freund, die noch in Holland wohnt. Sein Bruder war ein Freund von mir. Und wir kommunizieren heute noch. Wenn sich vorstellt, dass das von 1945 bis heute, das sind aber wohl 80 Jahre. Ja. Und dann können natürlich in Zeit wie Lo, wo an die letzten 10 Jahre von den Freundschaften, die gemacht sind, kein mehr da ist. Die meisten, in meinem Fall, die meisten sind gestorben. Nicht von Krankheit, mehr einfach im Alter. Und ich aus meiner Zeit was kein mehr da. Die letzten aus letztes Jahr gestorben. Und die anderen, die sind entweder da oder da. Ich höre nur, dass sie alt whoever sind. Das war ja ungefähr die Frage. Wo verstoppt sind als Kant, hast du da konkrete Erinnerungen, hast du ein Gefühl, was Angst oder wie hast du das als Kant erlebt? Also das, was du dich nur nach bewusst erinnerst oder verschwimmt das alles? Ich gehe noch zurück an den Krieg. Ja, das ist das, wo ich eigentlich drauf wollte. Die Zeit wusste eigentlich als Kant, Matkris, meine Freiheit, die Mann, ich darf verschiedene Sachen nicht machen. Und ich bin ja nur schon in der Situation, wo ich verstoppt bin, wo ich an einem Zimmer muss sitzen. Hast du da Erinnerungen dran oder? Nee, ganz wenig. Wir hatten ja keinen Kontakt mehr nach außen. Ja. Finalement. Außer die Schulklassen, die bei uns und bei anderen Leuten am Keller gemacht sind. Mit Lehrer, die das freiwillig gemacht haben, die das clandestin gemacht haben, die keine Autorisation hatten für das zu machen. Und das waren alles jüdische Kinder. Und da kannst du dich vielleicht auch erinnern, da ist ein Foto von so einer Klasse. Und an dem Foto sind ungefähr 40 Kinder. Und 2 davon haben den Krieg überlebt. Und all die anderen sind durch Nazis durch die Gaskammer geschickt. Das ist kein mehr am Leben. Alles jüdische Kinder. Und für 5 Jahre haben sie dann endlich ein Monument aufgerichtet zu Bayern, wo all die Namen von Leuten aus der Gemeinde, das ist eine kleine Gemeinde, 30.000 Einwohner, das ist mehr wie Esch. Aber das ist immerhin noch eine kleine Gemeinde, wo all die Namen von all den Kindern und all die, so wie mein Papa und all die Adulten, auf einer großen Tafel sind. Und da habe ich dann auch, ich hatte das manchmal schon gesagt, auch ein Témoignage an Holland gemacht. Aber von der Zeit, wo wir verstoppt waren, wo ich ganz wenig Erinnerung. Ich höre nun, dass die Erinnerungen erstens war ich immer mehr jung. Und zweitens, also alles was danach kam, het Lager, Bergen-Belsen, Befreiung, Animosität unter Gefangenen, auch unter Jugendlichen. Das heißt, für mich, ich habe mich immer für mich gehalten. Ich habe gefräst irgendwo am Eck, wo kein mich gesehen wird. Für zu vermeiden, dass indem ich friert und ich dann etwas muss aufgehen von was ich habe.
Das ist ganz schwierig. Also den Froh kann ich am Anfang nicht beantworten. Was Angst es wird auch am Lager wird, das muss ja du gewicht sein. Angst dann auf Verzweiflung. Aber sicher. Und wie warst du nur, auch nur der Befreiung, wie warst du mal da umgegangen? Verdrängen den das oder Ich meine, an der du Zeit. kriegst du nicht raus aus dem Kopf? Nee, kriegst nicht raus aus dem Kopf, das ist ja heute noch da. Ja. An der Zeit war es einfach für sich an die Gesellschaft drin ranzukommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass man an der Schule einen Lehrer hatten, der gesagt hat, so Gerd, verzeih mal, wie war das zu Westerbork? Das waren keine Frauen, die ihn gestellt wurden. Das ist genau wie die Holländer, die aus Indonesien, heute Indonesien, an Holland zurückkommen sind. Die während dem Krieg auch 3-4 Jahre an KZen waren und das Japaner. Da hat kein sich getraut, die zu sagen, so wie war das am Lager. Ja. Das sind, ich meine, das als die Lehrer waren an der Hinsicht geschult oder nicht geschult, aber sie waren trotzdem so psychologisch abgeworfen mit den Kindern, dass sie extra nicht gefragt haben, für eben die Trauma noch nicht drin zu kommen. Die sind bei mir viel mehr spät gekommen. Ja. Durch die Bilder, die du zu Bergen-Belsen gesehen hast, Bergen-Belsen hast du zum Schluss das Lager, wo wahrscheinlich die meisten Häftlingen auf ganz kurzer Zeit gestorben sind, weil du keine Verpflegung mehr da war. Die Fotos, die man heute keine von Bürger mit Leichen, die kommen ja zu einem ganz großen Teil von Bergen-Belsen. Ja. Hast du die Bilder verschafft gekriegt oder wie? Nee, die Bilder habe ich heute noch. Die Reste. Das ist keine Question von Verschaffen, das ist eine Question, dass ich versichere, es Leute auch patent zu machen, was kann geschehen. Ja.